Also meine letzte Information war noch mit 25, aber jetzt haben wir schon gestiegen, aber du hast ja gesagt saisonal. Ja, das heißt, wir machen 70 Produkte, also nicht nur Senf. Senf sind ungefähr 50 Sachen. Wir machen vom Biersenf, wir haben verschiedene Biersenfe, zum Beispiel für den Riedenburger ist alles hier in der Halle auch. Riedenburger Biersenf, Unertel Biersenf, Augustiner am Dom. Dann diesen hier, dann Kitzmann, Brauerei in Franken. Also für die Braumesse, die ist demnächst, werden wir 5 Biersenfe kreieren. Bamberger Rauchbiersenf. Passt dann wieder zu unserer Senf. Wunderbar. Vielleicht noch mal ganz kurz, was mich interessiert. Wie so ein Senf hergestellt wird. Jetzt nicht eure Rezeptur genauso. Ja, so, ja. Ganz kurz mal plastisch, wie ein Senf hergestellt wird. Also das Entscheidende beim Senf ist, dass das Senfkorn selber völlig geschmacksneutral ist. Also wenn man in ein Senfkorn beißt, wenn Sie mal auf Senfkorn probieren, beißen Sie mal drauf und Sie werden merken, das schmeckt wie Haferflocken, wie nichts. Erst wenn Spucke, wenn Wasser dazu kommt, fängt es an, dieser enzymatische Vorgang, der entwickelt sich ein ätherisches Öl. Und in der nächsten Stufe wird es bitter und dann wird es scharf. Die Schwierigkeit beim Senf war, über diese Bitterschwelle drüber zu kommen. Also der eine oder andere hat es vielleicht schon mal selber probiert und hat sich gewundert, der Senf schmeckt bitter. Oder wenn ich einen Senf irgendwo kaufe, probiere und der schmeckt bitter, dann weiß ich, die haben es nicht kapiert, wie das geht. Und das ist auch eine Gefühlssache, das hat damit zu tun, Sommer, Winter, Luftdruck, also das ist wirklich, wir haben keine Maschine, wo man was reinschüttet und hinten kommt Senf raus, sondern wir begleiten den Senf in der Herstellung. Also, Senf wird vermahlen, dann wartet man, bis dieser enzymatische Vorgang passiert. Ab einem gewissen Punkt, es wird abgeschmeckt wie in der Küche, ab einem gewissen Punkt kommt Essig dazu oder Salz dazu, dann stoppt man den Vorgang, man lässt es ganz scharf werden oder nicht. Die Schwierigkeit beim Senf ist, Senf verträgt keine Wärme. Dieses ätherische Öl, das entsteht, heißt Senfalylöl, ist auch im Meerrettich drin. Also manchmal sagen die Leute, ist da Meerrettich drin? Nein, es ist umgekehrt, im Meerrettich ist Senfalylöl drin. Und das flüchtet schon bei 20 Grad, 25 Grad. Das heißt, wenn Sie den Senf frisch haben und in den Kühlschrank stellen, dann schmeckt er ein ganzes Jahr unverändert gut. Wenn Sie ihn aber in die Sonne stellen, ist er nach 3 Wochen hin. Sie haben es auch schon erlebt, vielleicht, dass Sie einen Meerrettich kaufen und der schmeckt gar nicht scharf. Der war ganz scharf, wie er frisch war, aber wenn er warm geworden ist, dann geht dieses ätherische Öl verloren und dann ist es vorbei, dann schmeckt es. Und beim Senf kommt noch dazu, dass dann eine Alterungsnote eintritt, dann schmeckt es halt einfach wie alter Senf. Wie schmeckt denn euer Senf? Kann man nicht vorstellen. Preislich. Gut, Sie haben jetzt mal den Himbeersenf, glaube ich, probieren dürfen. Der hat schon was, gell? Den anderen, den zweiten, das war der Biersenf, haben Sie auch schon probieren dürfen. Da hätten wir bloß noch Bier dazu braucht, gell? Ja, da braucht man, der Biersenf ist gut für so Depreziner, für so kräftige Würstel. Der Himbeersenf ist zum Käse. Käse gut, ja. Und ganz besonders, also ich mag mit so einem Ziegenfrischkäse. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, ja. Ja, also oder auch andere Sachen, vegane, vegetarische Sachen. Bekannte von mir hat letztes Mal so Hummus gemacht. Das ist mit Kurkuma, das war ganz gelb und dann dieser rote Himbeersenf drauf, war schon optisch gigantisch und hat echt toll geschmeckt. Ja, und der Biersenf, wie gesagt, zu einer kräftigen Wurst, also das ist schon mehr so ein typischer Senf. Der Meerrettich gehört ja, glaube ich, jetzt in Bayern zum Weltgenusserbe, wie das Bier, wie die Frankfurter Würstel. Also Meerrettich auch, dann wird es ja mit dem Senf jetzt auch mal nächste Zeit, oder? Mit dem Genusssiegel, vielleicht ist das ein Schritt nach vorne, den wir dann kriegen, oder? Ja, hätte ich nichts dagegen. Ja, da kommen wir schon noch drauf. Müssen wir mit dem Brunnen noch mal ein bisschen sprechen. Gut, ja, dann werden wir nachher den auch nochmal, das ist der mit Meerrettich, der verträgt ja keine Wärme, deswegen müssen wir den schnell raus, dass wir den einmal. Das muss ich einmal.
Nimm mal mit Ich reinstecken. nehme die andere Seite. Ja. Ja, geht schon noch. Ja, geht noch. Ja, der hat, also der ist gut. Ja. Ich freue mich schon, wenn Sie gleich probieren dürfen. Du wirst genauso. Mein größtes Problem ist, wenn ich irgendwo hinkomme und schaue ins Regal und das Regal steht am Fenster, Sonnenschein drauf. Das tut der Senfseele weh, Dann oder? tut das so weh. Da weiß ich schon, was im Glas los ist. Wo kann man eure Produkte kaufen? Wir haben einen Stand am Viktualienmarkt, also Sie können natürlich hinten beim Snowfood-Stand haben wir was weiß ich, 20 verschiedene Sorten zum Probieren. Wir haben am Viktualienmarkt am Stand Vollkorner in München, Basic, Feinkostkäfer. Also sind wir eigentlich schon gut vertreten. Was ich immer empfehlen würde, gehen Sie zum Viktualienmarkt oder gehen Sie da, wo Sie probieren können, weil das ist einfach, bei uns kostet ein Glas Senf 3,90, in der Regel momentan hinten 3 Euro. Das ist ein schönes Glas, das ist alles wunderbar. Mir ist oft passiert, ich gehe irgendwo hin, sehr schönes Glas, kaufe es und zu Hause schmeiße ich es weg. Also das, was ich versuche da rüberzubringen, probieren. Probieren einfach zu sehen, wie schmeckt es. Ja, das ist, ihr seid also wie gesagt ganz geradeaus beim Slow Food zu finden. Da habe ich euch auch gefunden, da werden Sie es auch finden, wenn Sie finden. Und ja, dann haben wir schon gehört, ihr habt ja so, glaube ich, so Edition, man kann 3 Gläser, glaube ich, habt jetzt auf der Messe 3 Gläser, darf man sich selber aussuchen zum Spezialpreis, Genau. glaube ich. Ja, was auch nett ist, am Stand sind 2 junge Leute, die inzwischen auch zur Familie gehören. Die haben, der eine war Ober, der Ja, andere aber was? Ober. Okay. Und der andere hat am Viktualienmarkt am Saftstand gearbeitet. Und die haben vor einem Jahr angefangen, sind heute technische Betriebsleiter, weil sie es einfach, die ziehen es nahe, also die wollen es wissen. Und das macht so einen Spaß zu sehen, dass Leute, dass Menschen, die auch, ich komme am Samstag in die Firma und dann rammen das Lager auf. So kehrt sie das. Das geht nur in einem Familienbetrieb. Also das ist das, was richtig Spaß macht. Das ist Was sagst du, Lissi? Das bei uns geht mit dem Sender genauso nicht anders. Ja, also das geht ja nicht anders. Also da macht ja jeder alles, wenn es geht. Ich kann alles zum Beispiel. Lissi auch. Unser Chef nicht. Aber jetzt, dafür hat er uns genau. Jetzt darf man mit den Schafen, haben Sie den Meerrettich probieren dürfen? Wahnsinn, gell? Die Nase wird frei, Nebenhöhlen. Wenn Sie einen Senf essen oder Meerrettich essen, dann muss die Schärfe durch die Nasen gehen. Wenn es brennt, dann hat jemand mit Pfeffer nachgepulvert oder mit Chili. Also die Senfschärfe ist immer eine schnell flüchtige Schärfe. In dem Moment, wo sie im Mund kommt, verflüchtigt sich dieses ätherische Öl. Und dann auch bei dem, jetzt auch mit Meerrettich gemischt. Die hat man es auch so schnell. ganz egal, es ist dasselbe ätherische Öl drin. Und das Besondere an der Senfschärfe ist eben, dass es eine schnelle Schärfe ist, die durch die Nahrung geht, macht natürlich auch die Nebenhöhlen frei. Das ist der Gag dabei. Aber Senf ist natürlich auch sehr gesund. Wir hatten vor 2 Jahren in der Firma das Gesundheitsmagazin Praxis, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass täglich Senfessen das Krebsrisiko um 30% vermindert. Auch Senfwickelumschläge, wenn man Rheuma hat und so weiter. Und Senf ist natürlich verdauungsfördernd, was eher schlecht ist. Senf ist auch appetitanregend. Das heißt, deswegen ist zum Beispiel nie zu Senf immer Weißwürst, weißt du? ja, nein, bei mir ist so, wenn ich in der Früh reinkomme und der erste Senf läuft aus der Senfmühle raus, dann läuft das Wasser im Mund zusammen und dann muss eine Brotzeit her. So, also Sie haben jetzt einmal 3 probieren dürfen von den
Wie viel hast du dabei jetzt auf der Messe? Ich denke, da sind 20 verschiedene Sachen. 20, 25 verschiedene. Also müssen Sie mal vorbeischauen. Das ist eine Geschmacksexplosion und da ist ja jeder für sich wirklich ein Traum, ganz ehrlich. Und wenn man sagt, so ein Glasl für 3 Euro, ist man natürlich auf Messepreisen sicher auf der sicheren Seite. Aber jetzt wollen wir natürlich nur die Weltmeister-Soße probieren, oder? Die wollen wir natürlich auch mal schmecken, was sich da die Weltmeister einfallen haben lassen. Machen wir gleich zu. Haben wir noch Stabal? Super, hat an alles gedacht. Gehört auch zur Familie, gell? Inzwischen hat auch eine Karriere hingelegt. Echt? Ja, hat ursprünglich das Packpapier darüber gemacht und ist inzwischen unsere wichtigste Marketing-Mitarbeiterin. Siehst du das einmal? Wahnsinn. Wenn man vorstellt, das sind so Geschichten, die das Leben schreiben. Der Rockefeller hat als Tellerwäsche angefangen, gell? Irgendwann hast du deine eigene Senfmanufaktur oder vielleicht, keine Ahnung, was passiert im Leben. Das Leben ist schön, oder? Na, wenn etwas so jung, so frisch eigentlich ist, dann sind natürlich alle Möglichkeiten da. Und wenn jemand merkt, da bin ich zu Hause, dann hat er auch eine gute Chance. Na gut, vorwärts zu liegt kommen. natürlich auch an der Leitung, an der Geschäftsleitung, also in dem Fall an dir, weil man muss den Leuten auch diese Chance geben. Überall ist das mal so. Trump macht nichts. Radio Arabella. Sagen wir mal so, ich bin 64. Ich habe schon mal einen Mercedes gefahren. Ich weiß, dass es nicht so wichtig ist alles. Und die jungen Leute brauchen, die haben ihr Leben vor sich. Die wollen Familien gründen, die wollen eine Aufgabe haben. Die wollen eine Aufgabe haben und ich empfinde mich inzwischen eigentlich als Dienstleister. Ich stelle etwas zur Verfügung, wo die Leute sich wirklich partizipieren können. Ja. Und dann in erster Linie natürlich wir Verbraucher, dass wir so einen wunderbaren Senf haben. Haben Sie schon die scharfe Soße mal probieren dürfen oder warten wir jetzt soweit? Fangen wir gerade roh. Jetzt wie fragst du, ob ich abgebe? Nein, ich möchte nur zuschauen. Ja, muss man auch sagen, diese Barbecue-Soße ist nicht nur zum Fleisch gut, sondern speziell jetzt auch für Veganer oder Vegetarier, Tofu, so Tofu-Würstel, Gemüsegrillen, auch marinieren jetzt, wenn man einen Tag vorher das Gemüse mariniert und dann auf den Grill gibt. Ja, momentan ist die vegane Welt, es gibt inzwischen in Deutschland 900.000 Veganer und die freuen sich natürlich, wenn sie irgendwas haben, was die veganen Sachen ein bisschen schmackhaft macht. Wo ein Geschmack drin ist, wollte ich gerade sagen. Ja. Na gut, dann sind wir quasi durch. Ein sehr sympathischer Mann, oder, meine Damen und Herren? Die Einstellung, Lebenseinstellung ist doch gigantisch. Vor allen Dingen, was hinten rauskommt mit dem ganzen Drum und Dran. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder hier auf der Messe sehen und vielleicht mit ein paar neuen Sorten noch zusätzlich drauf. Aber man ist ja immer beim Rumexperimentieren, kann ich mir vorstellen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Ja. Schöne Grüße an die ganze Familie und schönes Weihnachtsfest natürlich und einen guten Rutsch. Und wie gesagt, schauen Sie mal vor, Slow Food Markt da vorne. Also ich mache das seit 9 Stunden, wissen Sie. Dann passt das schon mal. Okay? Okay, ich bedanke mich auch und viel Vergnügen noch auf der Messe. Dankeschön. Servus. Ihr Applaus. Den finde ich am besten. So, wir haben vorher mal ganz kurz das Weltgenusserbe angesprochen. Da haben wir gerade. Wir reden jetzt gleich mal über ein wunderschönes Weltgenusserbe. Allerdings erst um 17 Uhr. Sie haben eine halbe Stunde Zeit, sich ein bisschen auszuruhen bei uns. Dann geht es nämlich schon wieder in Media Res, wie ich so gern sage. EU-geschützte Spezialitäten erleben. Bayerisches Bier, Allgäuer Emmentaler und Allgäuer Bergkäse. Und wie sie das miteinander verbindet, das ist unglaublich. Bier mit Käse, man sagt immer Wein vielleicht oder so, aber Bier mit Käse, das hat was. Und das können wir gleich probieren, dann um 17 Uhr. Bleiben Sie da, ganz entspannt oder bis nachher. Dankeschön.
ist gut jetzt.